Hilfe für Weihnachtsmuffel Vati. Vati war ein Weihnachtsmuffel. Dieser ganze Kram mit Kerzenlicht und Tannenzweigen geht mir auf die Nerven, stöhnte er, und wenn wir Weihnachtslieder sangen, sah er aus, als würde er gleich losheulen. Alle Jahre wieder, jammerte er, muss es Weihnachten sein. Das klang so komisch, dass wir lachten, und alle Jahre wieder ist Vatis Laune mies, sangen. Ihr macht es euch mit Plätzchen um sich gemütlich, sagte er, und woanders auf der Welt haben Kinder Hunger. Ist es okay? Und dann erzählte er uns von Kriegen, Gefängnissen, Angst, Hunger und von heimatslosen, einsamen und armen oder kranken Leuten. Wie könnt ihr euch da noch auf Weihnachten freuen? Fragte er. Wir bekamen ein mächtig schlechtes Gewissen, weil es uns so gut ging und weil wir Weihnachten so sehr mochten. Lange überlegten wir, wie sich Vati vielleicht nicht mehr ganz so sehr vor Weihnachten gräulen würde. Und wir hatten auch eine Idee. Und die ging so. Als der erste Adventstag kam, verdrehte Vati wie immer gequält die Augen. »Geht das schon wieder los?« stöhnte er. »Ja«, sagte Mutti, und ihre Stimme klang irgendwie so streng, dass Vati überrascht schwieg. »Wir haben eine Überraschung für dich«, riefen wir schnell und überreichten ihm einen Brief mit unserer ersten Weihnachtsmuffelidee. Neugierig öffnete Vati den Umschlag und las mit leidender Stimme. »Lieber Vati, du musst dich nicht freuen, dass heute erster Advent ist.« »Aha, nuschelte Vati, auch gut.« Es wurde ein schöner erster Advent. Wir freuten uns über unsere Adventskalender und dass bald Weihnachten war. Vati tat, als freue er sich nicht freuen zu müssen, doch am Abend stand er einen unbemerkten Augenblick vor unserem Adventskalender und irgendwie guckte er ganz merkwürdig. Am nächsten Tag bekam Vati wieder einen Brief. »Lieber Vati, du brauchst heute nicht mit in den Wald zum Tannenzweige holen gehen.« »Prima«, sagte Vati, »diesen Quatsch mit den Tannenzweigen finde ich sowieso blöd.« In diesem Wald gab es viel zu sehen, und der Förster erzählte uns so manches Forstenlatein. »Es war toll«, riefen wir, als wir heimkamen, »und so interessant«, sagte Mutti. »Pah«, brummte Vati, »ihr wolltet mich ja nicht dabei haben.« Dann kam der erste Adventssonntag. Vor Vatis Teller lag ein Tannenzweig mit einem Brief und darauf stand: »Lieber Vati, wenn wir heute die erste Adventskerze anzünden, musst du nicht hinsehen. Wir werden auch keine Adventslieder singen. Beatles-Lieder mögen wir viel lieber.« Vati runzelte die Stirn. »Beatles-Lieder zum Adventslicht? Die Beatles sind doch deine Lieblingsgruppe«, sagte Lena. »Wie schön«, grunzte Vati. Mutti aber lachte. Sie lachte auch, als die erste Kerze am Kranz brannte und wir Opladi Oplada, All I Need Is Love und Yesterday sangen. Vati überblickte finster drein, und dann sprang er auf, pustete die Kerze aus und schimpfte los: »Das soll ein gemütlicher Adventssonntag sein! Pustekuchen!« Und brummend verschwand er in seinem Arbeitszimmer. Wir wunderten uns. Hatte Vati etwas für einen gemütlichen Adventssonntag gesagt? »Ihr seid mir schon zwei süße Biester«, sagte Mutti leise. »Nur weiter so.« Und wir machten weiter. Jeden Tag bekam Vati einen neuen Adventsbrief, darin standen Dinge wie: »Du musst uns nicht beim Plätzchenbacken helfen. Du musst nicht mit uns zur Nikolausfeier gehen. Du musst nicht unsere Weihnachtsflötenlieder hören. Du brauchst nicht mit uns zum Weihnachtsmarkt gehen. Du musst uns nicht zu Weihnachten schenken.« Doch komisch, irgendwie klappte die Sache mit unseren Weihnachtsmuffelideen nicht. Egal, was wir auch schrieben, Vati tat das Gegenteil. Er ging mit zur Nikolausfeier, er half beim Plätzchenbacken, er bummelte mit uns über den Weihnachtsmarkt, und als wir am nächsten Sonntag vor dem Adventskranz saßen, sangen wir leise rieselt der Schnee. Morgen kommt der Weihnachtsmann, macht hoch die Tür und viele andere Lieder, und Vati sang mit. Ich glaube, es freute ihn, ins Kerzenlicht zu sehen und zu singen, ohne dabei immer bloß an das Schlimme auf der Welt zu denken. Denn ehrlich, vergessen würden wir sowieso nie, dass es anderen nicht so gut ging wie uns. Nach diesem zweiten Adventssonntag hatten wir keinen Brief mehr geschrieben, und als kein Umschlag mehr vor Vatis Teller lag, sah er uns an und sagte leise: »Danke.« Eine Geschichte von Elke Bräunling aus dem Buch »Hör mal Oma, ich erzähle dir eine Geschichte vom Advent«.